Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschteren. An der Woche vom 21. bis 31. Januar hat zu Bresel eine Mini-Plenarsitzung vom Europäischen Parlament stattfand, an der unter anderem die letzten Decisionen für eine komplette Liberalisierung von der Post geholt wurden. Der Prozess ist seit 1992 am Gangen, wo es mit einem Weißbuch umging, das heißt seit 15 Jahren, als gewusst, dass es zu einer Liberalisierung von den Postdiensten kommen. Ich habe an all diesen Jahren zusammen mit Kollegen aus meiner Fraktion immer dafür gesorgt, dass wir bei all Etappen mehr Zeit kriegen. 1997, als mit der Direktiv ein rechtlicher Kader geschaffen ging, den den Bürger einen Universaldienst sichert, aber gleichzeitig der reservierte Bereich schrittweise aufgebaut wird. Von Sendungen unter 350 Gramm auf 100 Gramm 2002 an auf 50 Gramm vom 1. Januar 2006 an. Schon am Oktober 2006 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag gemacht, für die Direktive von 1997, über die ich geschwärzt habe, aufzuändern, an der aber das Datum vom 1. Januar 2009 als Delay für die Aufschaffung vom Monopol auf Briefe unter 50 Gramm bestätigt soll gehen. Ich habe zu denen Europadeputierten gehört, die das Monopol eigentlich gern aufrecht erhalten hätten, aus vielen guten Gründen, zum Beispiel, weil Eispost zu Lützeburg viel mehr Heischlein bezahlt, wie an den Openschländer, an sie vis-à-vis von Posten aus dem Ausland, aber besonders vis-à-vis von Privatfirmen, die auf den Markt vorstoßen, an denen ist zu Lützeburg besonders interessant, weil sie, wie gesagt, Posto nicht konkurrenzfähig ist. Das hat sich auch schon bewiesen, weil bei Sendungen über 50 Gramm die Belgische Post, Eiserpost, ihren dicksten Client, den Office de Publication von der Europäischen Union, schon weggeputzt wird. Aber für den Monopol für Briefe unter 50 Gramm aufrechtzuerhalten, gibt weder am Europaparlament noch am Ministerrat eine Majorität. Ich habe mir da an Enker zusammenarbeit mit unserem Minister Schilz und noch mit der Postdirektion eine Lesung erfahren gelassen, die auf Eispost maßgeschneidert ist, und zwar, dass sie bis 2013 Zeit kriegt und nicht schon den 1. Januar 2011 wie all die anderen ihren Monopol abgemisst. Die Kommission hat schon von 2009 an ihrem Vorschlag geschwärzt. So eine Übergangslösung war für die neuen Memberstaaten, die 2004 recht an die EU kommen, gebastelt gehen, und noch für Länder mit vielen Inseln, das heißt hauptsächlich für Griechenland. Es war nicht ganz glorreich. Lützeburg als Gründerstaat seit 1952 von der europäischen Integration und die unzuhängen, die erst 2004 Member von der Europäischen Union goufen. Aber was der Politik ist die Kunst des Erreichbaren. Am Juli 2007 gouf an erster Lesung mein Vorschlag von einer Majorität von Deputierten ugeholt. Das war dann auch am Ministerrat der Fall. Da hatten sich also auch durchgesagt, auf Proposition vom Parlament. Wir hatten lo an zweiter Lesung Möglichkeit, das aufzulehnen oder umzuholen. Gott sei Dank goufen am Europaparlament eine Majorität, sogar ein groß, für den Kompromiss, den wir am Juli 2007 am Parlament aufgrund von Mengem Vorschlag zustande gebracht hatten, lo aufzusehen, sodass Eispost lo bis Ende 2012 Zeit hat, jetzt den Monopol unter 50 Gramm verliert. Mein Kollege Markus Ferber aus Bayern
den der Rapporter war, bei dem ich meine Spezialbehandlung für Lützeburg durchgeboxt habe, weil hier war für Reislesung am Anfang nicht so begeistert, hat das Wort zu Bresen mit mir den Gag gemacht, gemeint, ich muss nur eigentlich nur Großherzog demnächst auf den Timbre kommen, weil das wird postmarschellisch für das, was ich mit meiner Hartnäckigkeit Tag-Nacht für sie rausgeschlagen habe. Mit Timbre hin oder her, was wirklich wichtig ist, das Eispost Lohn nach praktisch 4 Jahren hat, für sich auf die Komplettliberalisierung vorzubereiten. So wie andere Länder, mit denen wir namentlich an dem legislativen Text erwähnt sind, an die anderen Länder, die auch die gleiche Frist tun, da das Tschechei, Griechenland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumänien und Slowakei. Am Kader von der Liberalisierung muss, egal wen Briefe ansammelt und ausdreht, das 5 Tage pro Woche machen. Auch Land, wo nicht viel Leute wohnen und noch, wo sie oft isoliert wohnen. Wenn neben der Post auch andere Firmen so Dienste anbieten wollen und sich um so eine Autorisation bemühen, da können sogar Ablagen von den Memberstaaten, also von der Regierung, gemacht gehen, zum Beispiel was Mindestlohn, Sozialsicherheitskuvertur oder andere Arbeitsbedingungen angeht, das alles für sozialen Dumping zu verhindern. Die hat sicher schon alle guten etwas hören über den Streit betreffend Mindestlohn in Deutschland. Da gibt es nämlich kein gesetzlich. Als Deutschnuppern hat seit dem 1. Januar schon von diesem Jahr ihre Postmonopol ganz aufgeschafft. Also 2 Jahre echter, wie sie das müssten. Weil sie aber Mindestlohn affären am Postsektor, kriegen ja schon die Privatfirmen, die bislang mit Dumpinglohn Post ausgedrohen haben, kein Face. Und sie drohen schon mit Entlosungen. Das dürft als Briefträger an als Postdirektion beruhigen. Wir haben, wie gesagt, 4 Jahre Zeit für eine Landung bei der Aufschaffung vom Monopol vorzubereiten, auch was Beschäftigung an Preise, also den Kostenpunkt, angeht. Ich hoffe, dass alle Interessenten dazu würdig wissen und keine Zeit mehr verlieren für das Beste, für das Personal, an Klienten an den Weg zu legen. Mit dem Wort vom 31. Januar zu Brüssel, wie gesagt, eine ganz große Majorität am Europaparlament, kriegen wir einen Schlussstrich gezogen in 15 Jahre lang Diskussionen und Verhandlungen. Für auch an diesem Sektor mit Verstand eine Liberalisierung vorzubereiten, der ja schließlich, und das Ziel von dem Ganzen, zu einem qualitativ besseren, aber nach immer preiswerten Postservice führen soll. Ich hoffe, dass das dann auch geschieht. Merci, dass ihr die Sendung geguckt habt. Bis nächste Woche.